Kloklustert. 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 In uns Podcast Kloklustert diskutiert wir über aktuelle Fragen, zum Beispiel über Ökologie, Klimawandel, Energiewende, Kräftbehandeln oder Dursamkeit, ob Plattdeutsch. In diese vierte Recht dreht sich eins um die plattdeutsche Sprach selbst, genauer gesagt um Sprachpolitik. Und da spielt Sprach ja eine zentrale Rolle. Wie Kloklustert ob Turn, so heet uns aktuelle Recht, sind wir unterwegs in Sprachrebet und schnackt mit verschiedenen Lüd um so unterschiedliche Sichtweisen ob ein Thema abzubilden. Ich wär also für diesen Stremel von Kloklustert ob Turn und hef erstmal Lüd befragt, die sich für Sprachpolitik insetzen dort in der plattdeutschen Welt. Das sind die Gremien, die sich für die Interessen von den Plattschnackers insetzen dort. Was sind das für Lüd, die sich dort engagiert? Wo kommt sie her? Was trifft sie an? Wo weit sind sie mit nu kommen und wo will sie obruht? Für welch ein Sprach ist ein Mittel zum Kommunizieren. Und ich in Sprach kann ein lernen. Das ist nix, was ein bloß mit der Muttermilch absuchen kann. Sprach ist auch kein Ausdruck von ein besonderen Menschenslag. Sprach ist normalerweise anbunden an eine Region, an Heimat. Für Plattdeutsch kann das Norddeutschland sein, man auch Iowa in den USA oder Espírito Santo in Brasilien. Man klar, das ist allang her, dass Plattdeutsch der Alltagssprach im Norden wär. Das gibt bloß noch ein paar Regionen, wo das jümmers noch so is. Da das wolle anders oder zumindest später waren schall, dat hebt sich ein Koppel Lüd vorgenommen, die sich ob verschiedenen Rebeten sprachpolitisch engagiert. Dat heet ob der ein sieht, tegen dat Klischee angorn, dat Plattdeutsch minnachtig ankeken ward as drollige, nütliche Mundort, ton Högen oder as Buansprach. Dat Klischee mogt jo wat mit die. Du wollt jo ernst genommen waren. Auch wenn du Platt schnackst. In der Familie ist das kein Thema. Du kannst du eins ob Platt sägen und warst auch ernst genommen. Man in der Öffentlichkeit sieht das anders ut. Das zu ändern ist ein Teil von Sprachpolitik. Just so wichtig ist, dass die Sprach utbut, fördert und wiedergeben ward. Dafür lässt sich zum Beispiel Nils Sören ut den Plattdeutschen Rat für Schleswig-Holstein in Tüch. Ich wohne in Kiel, aber ich komme ut Remme zwischen Rendsburg und Itzehoe. Und bin auf dem Bauernhof groß worden und mein Vater bloß Plattdeutsch schnackt. Insofern habe ich Plattdeutsch lehrt und dann viele Jahre als Showmeister nicht mehr Plattdeutsch schnack, aber jetzt bin ich wieder dazu gekommen. Was trifft die denn an, sich für Plattdeutsch inzusetzen im Plattdeutschen Rat? Also für mich ist das wichtig, dass diese Sprache nie utsterben deit. Also das ist, finde ich, ganz wichtig. Viele Leute hört Plattdeutsch, kann das verstehen, aber nie schnacken und wir müssen kicken, dass mehr Leute das schnacken können. Was kann die Rat ob tun? Wir haben Leute Möglichkeiten an den verschiedenen Stehen. Wir sind ja mit in Landtag und schnackt auch mit den politisch Verantwortlichen, aber auch in viele Veranstaltungen im Land kick wie das mehr Plattdeutsch schnack war und wie mehr Lüd kriegt, die uns unterstützen dort. Und habt ihr da dann auch Erfolge oder geht das man so Suche voran? Also ich glaube meist, wir haben Erfolge in den letzten Jahren hat. Also mittlerweile gibt es, ich glaube, 54 Schulen, die Modellschulen sind für Plattdeutsch. Da war für die kleinen Kinder was mag oder für die Jugendlichen. Und auch in den Kindergärten, es gibt immer mehr Kindergärten, wo Plattdeutsch Unterricht war oder mit den Kindern Plattdeutsch schnack war. Und das, denke ich, hat auch mit uns was zu tun. Ja, das habt ihr geschafft. Und was sind die nächsten Themen? Wo wollt ihr auch los? Naja, wir sind im Augenblick an Kicken, dass das ein Plattdeutsch Gesetz gibt, dass das auch fassholt waren in Gesetz. Dass das nie in der Nähe regieren oder Analyt, das einfach so utsetzen könnt. Und deswegen ist das Gesetz wichtig. Und dann wollen wir kicken, dass auch in Radio mehr Plattdeutsch schnack war und irgendein Sender auch für Plattdeutsch in Schleswig-Holstein weggeben deit. Auch aus Schleswig-Holstein und Sprekersche von Plattdeutschen Rat ist Kirsten Voss. Ich komme aus dem Dorf in den Kreis Rendsburg-Eckernförde, aus Kosel. Und ich bin ein von denen, die in der Kindheit gesagt haben, du schaffst mal lieber Hochdeutsch schnacken. Und wie das ist das auch die, ja, nicht so leicht für mich wehen und lernen das Plattdeutsche. Ich habe das dann als Jugendliche lehrt und ich mag aber, das gibt gar nicht so viele Gelegenheiten und schnacken das. Und ja, so ist das bei mir.
Und warum engagierst du dich nun für Plattdeutsch? Da tue ich natürlich, da das für andere junge Lüd lichter ward. Und da das in uns Bundesland eine Selbstverständlichkeit war, dass Lüd Plattdeutsch schnacken, wenn sie das könnt und wollt. Was kann die Plattdeutsche Rat dort tun? Ich glaube, wir müssen formalen Achtergrund geben dort. Ein ist das Plattdeutsche Gesetz, aber auch eins, was das so an plattdeutsche faste Strukturen gibt, in den Schulen, Bildungsinrichten. Das, glaube ich, sind wichtige Punkte, da das Plattdeutsche besser festigt wird. Und wie sind Sie da mit Blick auf die Politik? Sind das Open Dörren oder habt ihr da noch Dörren Obtoriten? Wie schnacken sind sie all für weg. Und wenn das dann aber Daten und Fakten waren, dann ist das ein bisschen komplizierter. In den ersten Stremel von Klok Lustert Obtörn hat Jan Graf all über das Niederdütsch Gesetz schnackt. Das lohnt sich domorin zu lustern, darum muss ich dat hier nicht obgrieben. Wir habt von Nils und Kirsten hört, dass sie mit Plattdeutsch obwussen sind. Man denn lang nix mehr damit zu tun han, bet sich ob letztwöller wat röcht het. Wie Klaus Jensen wär dat anders. Ich komme von Perworm und ich bin tatsächlich Plattdeutsch obwussen und habe das Hochdeutsch erst in der ersten Schulklasse gelernt. Ohne Kindergarten, das gibt es damals noch nie auf der Insel. Und insofern bin ich ein Plattdeutschen Dörr und Dörr. Und verfall auch immer gern, wer in Platt, auch wenn mir Hochdeutschen rundum sind. Insofern bin ich da ein von den Native Speakers, sagt man, glaube ich. Ne? Ja, und was bedeutet Sprachpolitik für die? Ich meine, du wärst ja mal, oder bist immer noch in der Politik, aber wärst mal in Landtag, bist du nun nicht mehr, du bist im Plattdeutschen Rot. Was ist das ein Unterschied? Sind das zwei verschiedene Sieden? Ja, das ist natürlich ein Unterschied, weil Politik nicht lupenrein formulieren deit, sondern eher auch immer noch einen Kompromiss zeugen deit, der dann von allen mittragen wird. Wir können als Plattdeutsche Rat reine Interessenvertretung machen und das machen wir auch. Und insofern wird da vielleicht das eine oder andere was deutlicher ausfallen, als ich als Landtagsabgeordnete da nicht. Ne? Von daher ist das ein letzter Unterschied, aber mir persönlich bringt das sehr viel Freude, da in diesem Bereich weiterzuarbeiten. Denn was mag häufig für die Plattdeutsch-Geschichte auch, als ich Landtagsabgeordnete wäre. Ob der andere sieht, du willst, wo ans den Kollegen oder Politik tickt, ne? Ja, das kann ich manchmal auch mit in eine Diskussion einbringen und vielleicht das eine oder andere da erläutern, dass man da, ich sag mal, vielleicht ein Leute vorsichtiger, ein bisschen vorausschauender, herangehend. Wichtig ist hier, dass wir zu einem Ergebnis kommen und wenn das vielleicht mal ein Schlenker mehr brauchen, dann mag das nichts. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Wo wird ihr nur obruht mit dem Plattdeutschen Rat als nächstes? Also wir diskutieren intern, aber das wird auch immer mehr öffentlich, dass wir über ein Gesetz nachdenken für Plattdeutsch. Die haben wir hier noch nie. Für Friesisch gibt es das. Das ist hier allerdings auch ein Minderheitensprach. Das sind wir hier nicht als Plattdeutschen. Aber dass wir in diese Richtung denken tun und wahrscheinlich auch was formulieren tun, um das in eine Diskussion reinzubringen. So zu sagen, ob die Anna sieht von Disch, sitzt Johannes Kalsen. Hier ist die Beobtrachte für Minderheiten und Niederdütsch bin Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein. Hier sit also da, wo Politik auch für die Sprachen mogt ward. Ich komme aus der Landschaft Angeln, bin nicht Plattdeutsch obwossen. Mein Öllern haben mit mir nicht Plattdeutsch schnackt. Ich habe das immer nur gehört, wenn die mit Oma schnackt haben. Aber ich habe irgendwann mag, dass ich was von Plattdeutsch mitgenommen habe, von das Hören. Und dass Plattdeutsch auch ein Sprach ist, der Brücken zu anderen Menschen öffnet und möglich macht. Und deswegen ist Plattdeutsch für mich auch ein Teil von meiner Heimat. Nun sind Sie ja, ob die politische sieht, also als Beobtrachte für Minderheiten und Plattdeutsch, sind Sie der böberste Politiker für Plattdeutsch. Kann ich Ihnen dazu sagen? Na, ich bin zumindest ein Interessenvertreter auch für Plattdeutsch, wie mir das an den Harten liegt, aber auch für Friesisch und Dänisch, als unsere Minderheitensprachen hier in Schleswig-Holstein. Und ich versuche immer da, wo ich helfen kann, mehr für Plattdeutsch zu tun, da auch was mit den Ministerien, mit dem Ministerpräsident hier in Schleswig-Holstein zu regeln. Was kann denn die Politik tun, um Plattdeutsch zu stützen oder zu fördern? Wichtig ist, dass Plattdeutsch wiedergeben wird an die nächste Generation und deswegen ist unser Fokus ganz besonders in den Kindergärten und in den Schulen,
Wir fördern Plattdeutsch-Angebote in den Kindertagesstätten. Wir haben Modellschulen Plattdeutsch, wo in Arbeitsgruppen Plattdeutsch unterrichtet wird für die Kinder. Das ist an Grundschulen, aber auch an weiterführende Schulen. Das sind mittlerweile über 50 und das ist ein großer Erfolg. Und ich glaube, dass durch Dr. Tobi das Plattdeutsch wiedergeben wird an die junge Leute. Was für eine Rolle spielt denn Sprachpolitik oder was sagt sie zu das Wort Sprachpolitik? Das ist ja ein Wort, das kommt ja aus der Sprechergruppe. Das ist richtig, das macht aber deutlich, dass was für Sprachen zu tun auch ein wichtiger Aspekt von Politik ist und dass man auch Rahmen setzen muss, um diese Sprachen zu fördern in Schleswig-Holstein. Und wie gesagt, das tun wir in den Schulen, wir versuchen in den Medien dafür zu werben, mehr Plattdeutsch zu schnacken, wir stützen plattdeutsche Orte und überall dort, um deutlich zu machen, dass Plattdeutsch zu uns Alltag in Schleswig-Holstein hört. Und meinen Sie, sind all an Tel ankommen oder habt Sie noch eine Vision, wo ans halt wieder gehen soll? Na, das geht ja immer wieder. Ne? Wir müssen sehen, dass Plattdeutsch lebendig bleibt und auch mit den ganzen Dingen, die so in der Welt passieren, Schritt holen kann. Auch in den Medien, das ist auch ein wichtiges Thema, wo Plattdeutsch noch mehr nutzt werden kann. Und insofern geht die Arbeit nicht zu Ende. Kickt wie nur Hamburg. Da ist die Plattdeutsche Rat so wat as in Bi-Rat von der Bürgerschaft, die besetzt ist mit Lüd oder Sprekergruppe, ob der ein sieht und der Politik, ob der ander sieht. Spreker von dem Plattdeutschen Rat Hamburg ist Per Martin Scheller. Er ist Boss von den Quickborn Verlag und Verleger für plattdeutsche Literatur. Ich bin geboren in Dithmarschen, in Heid in Dithmarschen geboren, habe Plattdeutsch aufgewachsen mit den Grautöllern, mit den Öllern, die Hochdeutsch schnackt. Und dann in Bauhändlerfamilie, dann habe ich Verlagskaufmann lehrt, wie Robert Verlag in Hamburg. Und dann habe ich 6 Jahre in Frankfurt gearbeitet. Da habe ich Plattdeutsch uns in Dänischkurs droben, weil der Dänischkurs wurde anboten in der Volkshochschule. Und da waren alle Plattdeutsch. Aber Plattdeutsch und Dänisch ist dicht beieinander. Und dann bin ich für fertig Jahren nach Hamburg gekommen und habe den Quickborn Verlag gekauft. Und das muss ich jetzt fertig Jahr. Und so ist hier die Betochter Plattdeutsche in Hamburg auch über den Quickborn Verlag die plattdeutsche Bücher bringt. Und dann haben sie mir irgendwann anschnackt, konnte man auch in Plattdeutschen Rot kommen. Und da häuse ich eigentlich mit hin. Hans Dörner hat das damals schon gesagt, der habe ich droben. Und als ich just bin Plattdeutschen Rot war, halb Jahr Lothar Weg als Sprecher vom Plattdeutschen Rot. Da waren sie froh, dass sie ihn gefunden haben. Und das mag ich jetzt auch all. Ja, 10 Jahre bin ich die Sprecher vom Plattdeutschen Rot. So bin ich zu der Plattdeutsche wieder halb aufwuchsen und dann mit dem Plattdeutschen Verlag hier in Hamburg. Plattdeutsche Rat hält ja, ihr habt auch mit der Politik zu tun. Was bedeutet Sprachpolitik für die? Sprachpolitik für mich ist, dass erstmal das Wichtigste ist, dass Plattdeutsch sichtbar bleibt in Hamburg. Und seit 4 Jahren, 5 Jahren sind wir allerbest abgehoben in der Wissenschaftsbehörde in Hamburg, die sich richtig für uns auch mit inset und die mit uns zur Hauptarbeit. All die Jahre dafür war das immer so, dass wir in der Behörde ein bisschen rumreich waren und keinen so richtig Interesse haben. Und das war ja immer so ein Gegeneinander. Wenn wir irgendwie was fragen, den wir da glickst der Abwehr holen. Und das ist nicht so wie in den letzten 5 Jahren. Und wir haben das wieder jetzt nur die Bürgerschaftswahl das Jahr, dass wir diese enge Verbindung holen können. Und das ist wichtig, dass man da eine Person hat, mit der man umgehen kann. Und man kann gemeinsam was bewegen, so wie die Plattdeutsch durch auf dem Wegbrecht hier in Hamburg. Was habt ihr dann für Wünsche an die Politik? Wünsche an die Politik ist, dass wir, ich sage das mal hochdeutsch, wahrgenommen werden als Sprechergruppe. Und das waren wir jetzt in den letzten Jahren. Und damit hilft uns auch die Politik, wie das Utrechten von Plattdeutsch, wie andere Sorgen, wo wir auch Stütz kriegt, finanzielle Stütz kriegt für die Arbeit mit der Plattdeutsche. Wichtig ist für mich immer die Wahrnehmung. Und das ist jetzt so und das soll auch so bleiben. Und damit sind wir natürlich auch in der Bürgerschaftsfraktion in Hamburg sichtbar, weil wir auch jümmers in Plattdeutschen Rot ein oder jede Bürgerschaftsfraktion dabei habt. In Plattdeutschen Rat für Bremen sitzt Heiko Block. Auch he kennt Platt, sieht Kindertiden. Ich komme um Luttdörp an der 11 zwischen Winsen an der Luhe, das kennt die meisten Leute, und Geestacht. Drauch an der 11, ja, das wird to Date Blotzen Luttdörp mit bummelig 500 Inwohners, 120 Hüsen, so um und bi. Ja, da bin ich
groß geworden in der Elfmarsch. Ich habe als Lütjung, als Kind mit meinen Großeltern immer platschnackt und mit den anderen, das wären zumeist Jungs in Dörp, platschnackt und die Ohren Tau hört. Mit meinen Eltern nicht. Das ist ja Folgen in die Tiet so wehen, dass die Eltern gedacht haben, no, schau wie man lieber hochschnacken, das ist wohl beide für die Kindings. Ja, wer so, darum habe ich immer was mit Plato kriegen hat. Ich habe mir auch gern denn einmal so in die Wirtschaft set, an anderen Tisch, wenn die ohne Lüte oder säten den und was vertellen den. Ja, und so bin ich groß geworden, das ist dann mit der Platten was minder geworden und dann, ja, habe ich das in Göttingen, bin ich das wies geworden, dass ich das studieren kann, dass das viele Bölker platt gibt, dass das nicht bloß Rudel Kinau und Hörmann Beden Tau gibt, dass das auch noch was anderes gibt. Ich war erstaunt, das habe ich vorhin wirklich nicht gewusst. Und so sehe ich dann irgendwann den Lektürekurs Klaus Groth und wir habt uns Lüttenbatten der Haus und anders was verlest. Ja, und dann habe ich so gedacht, ja Mensch, kiek an, das ist ja was. Da will ich mal ben Nipp und Nau hinkicken. Aber auch damit zu tun, dass wir ja zu der Zeit Germanistik in Göttingen, das wir ein Riesenstudium, da leben ich wirklich 2.500 an Studenten rum. Und ja, die niederdeutsche Abteilung, wie Professor Stellenmacher, die wir Lüt, wir wären nur und bi 20, 25 Lüden mal vorangehen. Um ein paar mehr, aber ja, da kennt ihn und das wäre auch ein Grund mit dafür, dass ich dabei bleiben bin. Heiko hat in Göttingen Platz studiert, hat dort seinen Magister platt morgt. Man ist denn nicht in der Wissenschaft, sondern in Journalismus gegangen. Von 1984 bis 1992 war er Plattredakteur beim NDR in Kiel in die Zentralredaktion Niederdütsch für den hehlen NDR. Zuständig für Sendungen als Plattdütsch Bökerschap und Hörmann Beten Tau. Dann käm de Wenn und Mecklenburg-Vorpommern tun NDR. Heiko Block ging nach Schwerin, hätt dort dat Funkhus mit Obhut und ha mit Mol mit heel ander Sorgen als mit Plattdütsch zu tun. Erst zum End von Berufsleben käm okay so zu sagen, to dat Plattdütsche trüch und is seitdem mehr ein Mank dobi in der Sprachpolitik. Als Vorsitter von Institut für Niederdütsche Sprach, als Litmord von Plattdütschen Rat in Land Bremen und von Plattdütschen Bundesrat. Und 2017 denn, da kämen sie ob mit Tau und sagen, ja, das Institut hier in Bremen, ich bin in Mittewil in Bremen angekommen, die ist böse in der Kniep, die Länder, die wollt nicht mehr betonen für das Institut, die wollt was anderes. Und wir möchten nur kicken, wo wir aufblieben dort und wirst du nicht mit in Vorstand oder so hätte das noch Präsidium. Ja, wups, wäre ich mal Präsident von das Institut. Ja, und da habe ich mich dann sie datet so Arbeit und bengeliert. Ich habe am Anfang gedacht, ja, da kann beten was tun für Plattdütsche direkt. Man sieht die Tit so söms, was ob platt und in platt mogt, viel habe ich nicht. Ich habe die meiste Tit, was in der Politik mogt und versucht, Stütze zu kriegen für das Institut. Und da bin ich auch im Jahr 2025 immer noch dabei. Und der einen sieht, wundert wie uns im Vorstand und im Verein, dass wir die 8 Jahren sind wir schon nur all Stütz von den Ländern überhaupt, ob die Recht kriegen habt und dass das uns noch gibt. Und ob der andere sieht, war das immer ein bisschen was enger und wir kommen mehr und mehr in die Kniep, dass wir nicht noch Geld habt. Die Hüs, die uns Tau hört, einfach zu unterholen und dort dafür zu sorgen, dass das Dach dicht ist und dass auch von innen kein Wasser hochkommt und dass für die Stromversorgung dann mal was nie im Baum war und. Und ob der andere sieht, die Bölker, die wir haben, die Bölkerei, die Plattdütsche Bibliothek, 45.000 Medieneinheiten, dass wir da, wie es war, dass immer mehr von der Bölker in die Hüs in Schnur in Bremen nicht so recht gut abgestellt sind. Das gibt das Papier an, das Papier kriegt Plackens und der Bauchdeckel ist auch. Und da muss gau was down waren, dass diese Bürger oben an der Ort abgestellt wird. Und dort, das ist eine Politik, dass wir versucht, dafür zu kriegen. Was bedeutet Sprachpolitik für die? Warum ist das nötig, über die Politik zu gehen, um Plattdeutsch zu fördern? Ja, das ist nötig, allein von den Leuten, die noch Plattdeutsch schnacken dort. Das ist ja so, von doch,
ist das nicht mehr selbstverständlich. Und das gibt nicht mehr so viele Möglichkeiten. Und du musst wirklich dafür sorgen, dass die jungen Leute und die ganz jungen Leute überhaupt Plattdeutsch lernen können, und dass sie nicht in die Familien und so damit nicht mehr so viel zu kriegen habt. Und das ist ein Beispiel für Plattpolitik, die Bildung, dass dafür sorgt werden muss, dass überall die Möglichkeit bestehen hat, Plattdeutsch zu lernen, in Kindergarten, in der Schule von Anfang an. Das ist für mich ein ganz wichtiger Debat von der Plattpolitik, dass Schulunterricht möglich war und dafür eben auch Geld durch ist, in der Form, dass die Schulmeister dafür und die das vielleicht auch ehrenamtlich morgen dort, dass die dafür betont wird, dass sie Unterricht geben können und die jungen Leute und die ganz jungen Kinder an Plattdeutsche ranbringen dort. Und die Politik sieht das auch glicks in, ne? Oder woans ist die Situation in Bremen zum Beispiel im Vergleich mit Schleswig-Holstein? Ja, die ist heel was anders. In Schleswig-Holstein, das können andere Leute besser vertellen. In Bremen ist das just so, dass die Politik, und das sagt all die Parteien, ist das so, dass sie sagt, ja, wir haben mit das Lernen von das Hochdeutsch an den Schulen in Bremen all so viel zu tun, so viel Last, dass wir nicht auch noch Zeit habt, was für das Plattdeutsche zu tun. Dafür habt wir kein Zeit und kein Geld. Das ist so die einfache Sorge. Wenn das irgendwo Lehrers geben da, die da was tun wollen, dann schört sie das tun und dann ist das aber freiwillig und ja, viel betonen und Freistunden dafür können wir eigentlich nicht geben. Wohl absehen von der Schule, gibt es andere Beten in Bremen, wo sich was deit? Viel ist das nicht. Würden so sagen, viel ist das nicht. Ob der einen sieht, kann sagen, ja, in Bremen, Mensch, kick mal an, da ist das Länderzentrum und da ist das Institut und da ist doch Mensch und Mutter bös was los werden. Ja, ob der einfache Ort, just so bei uns sind ins, ja, da sind viele Leute, die bei uns anpingelt, die bei uns kicken dort und die sagt, oh, kick mal, was kannst du uns vertellen, wo die Geschichte heiden date, wo das lädt, der ganze Text dort und ich habe noch mal ein Buch sehen und kannst du mir das mal wiesen und ja, wie versorgt das allen hinzukriegen? Und da sind viele Fragen noch der Plattdeutsche. Wenn du dort die Straßen löpst in Bremen, dann hörst du nicht mehr so viel Platt. An der Schule ist nicht viel los. Da gibt kein Plattdeutsch-Theater mehr, keine niederdeutsche Bühne Bremen. Das ist nicht wirklich Teil von der Kultur und kein Teil von der Alltagskultur mehr. Das sind Lütte Sorgen, die ab und an passiert. So ein Grundgefühl, dass da ein bisschen was, dass das eine Gegend ist, wo du auch überall noch mit Plattdeutsch bemühen kannst. Das ist das nicht mehr. Da muss man sagen, was in der Politik in Bremen fehlend ist, dass, ich will das mal einfach sagen, dass da ein oder zwei abstaut und sagt, wir sind dafür zuständig und wir müssen auch mal Söms was in die Gänge setzen. Das Verständnis das politische Verständnis, kann man auch wirklich sagen, in Bremen ist da, ja, wir möchten was morgen und wenn da Leute sind, die was morgen wollen, dann schuld sie mal Bescheid sagen und dann schuld sie einen Antrag stellen und dann möchten wir mal kicken, was wir irgendwo noch ein bisschen Geld für finden dort. Das geht nicht so, dass da irgendwie sagt, so, das habt wir für, ist das so in Ordnung und das Geld dafür und die Leute dafür, die wollen wir auch mal hochsorgen. Und das ist das, wo an das fehlen hat. All die anderen Sorgen, die das in den anderen Ländern gibt das in Bremen nicht. So hat Sprachpolitik dann auch seine Grenzen, wenn du nicht ernst genommen warst von der Politik. Das Land Bremen hat zum Beispiel verschiedene Chancen, das Niederdeutsche Institut in Schnur aufzusäkern, man sie habt ihr nicht nutzt. Auf schons das Institut als Innenrichtung von nationale Bedüden anerkannt ist. Die Bund kann das mitfinanzieren, man bloß, wenn das Land auch was biestürt, und das wollte Bremers nicht. Und die Sprekergruppe, die Plattdeutschen Röt in den Ländern und die Bundesrat werden nicht in den Loch die Politik tun umstüren zu bewegen. Kommt wie nur zu ein, die kein Sprachpolitik betrifft, man den dat als Wetenschaftsmann natürlich wat angeht, ob Plattdeutsch an den Universitäten und Schulen lehrt ward. Also BM kommt dat an, wat mit de Politikers für die Sprach uthandelt worden ist. Dat ist Robert Langhanke von der Europa-Universität Flensburg. Auch hab ich erstmal gefragt, wo Anze überhaupt zu Plattdeutsch kommen ist. Ich bin in Detmold obwussen, an Teutoburger Wald, und dort war Lippisch platt, Lipsket platt.
kürt, aber eigentlich war das nicht mehr kürt. Und ich kürt das nur grot auch nicht. Ich habe nur Nordniederdütsch, Hostdänische Pladütsch, mi obspeilt. Denn bei uns zu Hus in Lippe, da war einfach bloß noch wenig Pladütsch kürt. Günther Zahn, der das gleiche Dörp kommt als ich, der muckt ganz viel dafür. Und wir würden natürlich hoffen, dass er noch was hangen bleibt, aber wir haben gewusst, das Gift Pladütsch, aber in Aldach hätte er das nicht mehr gehört. Dann habe ich in Münster studiert, auch das Thema Pladütsch, das hat dort eine große Rolle in meinem Studium gespielt. Und dann bin ich von Münster und erst nach Kiel, dann nach Flensburg gekommen und nun bin ich über 18 Jahre in Schleswig-Holstein und da habe ich auch mit Pladütsch-Schnacken angefangen. Also nun bin ich ganz so in das schleswig-holsteinische Pladütsche Welt drin gekommen und das ist dann natürlich nochmal ganz was anderes und da wart ja auch viel Pladütsch-Schnackt. Was bedeutet Sprachpolitik für die? Sprachpolitik ist wichtig. Sprachpolitik ist ein Abgauf, wenn ein sagen will, ich will, dass das mit den Sprachen wiedergeht. Bei mir ist das ja so, dass ich von der Wetenschap komme. Das meint ja, dass ein auch so eine bestimmte Sicht auf Sprach hat, ein das beobachten und sagt, was ruht und mogt was damit. Das ist eigentlich was anderes als bei Sprachpolitik, aber das hängt natürlich an verschiedenen Städten zusammen. Und bei Sprachpolitik wollte ich auch sagen, das ist auch was ich gern auch in den Blick nehmen und mich dafür interessieren, was passiert dort eigentlich. Und das Rebet von das, was ich so mocken, da wo das eigentlich viel damit zusammenhängt, das ist Niederdütsch Didaktik, also die Lehre von das Vermitteln von Pladütsch. Und das ist natürlich so ein Thema, was jüngers Wäder auch mit Sprachpolitik zusammenhängt, deren alte Theorie von Pladütsch vermitteln und Pladütsch in der Bildung, das braucht dann natürlich auch wieder Politik, auch Sprachpolitik, die dann sagt, okay, das und das set wie Und dann kann einmal wieder kicken, wo läuft das wieder. Also Sprachpolitik hätte das jümmers geben in alle Tiden, also ist auch kein Sog, der das nur und gibt das auch für jeden ein Sprach. Also das ist auch so interessant, dann denkt ein vielleicht manchmal, ja Sprachpolitik, das ist so was, da wart was für Pladütsch mogt oder so, aber wie Hochdeutsch gibt das natürlich auch Sprachpolitik. Also überall sind wir davon umgeben, sind Teil davon und mir ist eigentlich wichtig, dass ein das so mal nachfragen da, was eigentlich mogt, finde ich das gut, was mogt was kann ein vielleicht noch anders mogen, warum war das so mogt und nicht so. Und da kommt natürlich dann viel No-Denken über Sprachpolitik beruht. Hast du denn Ideen oder Vorschläge an die Politik, was noch besser waren kann? Dann kann ich ja nur doch Sprachpolitiker sehen plötzlich. Das hast du ja geschickt mogt. Ein kann natürlich jüngers noch was besser mogen. Das hätte bei Pladütsch natürlich auch viel mit der Quantität von das zu tun, was mogt war. Das sagt, wir können einfach noch mal mehr probieren und nicht bloß an enkelte Städten. Also Strukturen schaffen für Pladütsch und nochmal Bildungspläne schrieben. Also wir könnt eigentlich an verschiedenen Städten nochmal zusammen über denken, was braucht wie, was wollt wir hemmen. Und dann war da so ein bisschen was fastlegt. Also mir ist zum Beispiel wichtig, dass das für Pladütsch Curricula gibt für die Schulen. Wo bin's da, das schon mogt waren, warum schon das mogt waren. Das ist auch wieder für uns an der Uni wichtig, dass wir da überschnacken können und auch die Studierenden da auch dahin bringen können, dass sie das dann auch eigentlich wieder so umsetzen könnt und Curricula an den Schulen, aber auch an anderen Städten. Das hat schon so konkrete, durchdachte Vorschläge für das Gift, wo ein sich denn für Pladütsch auch wieder insetzen kann. Da habt ihr dann auch Lüd wieder über diskuriert und dann finde ich das eigentlich gut, wenn das Start mutig ist und sagt, ja, das wollt wir auch gern hemmen und da denkt wir zusammen über no und dann tut wir uns was sozusagen für Pladütsch. Ein, die sich an die Basis tüchtig für Platt in Tüch legt, sieht die Rentner ist, das ist Henry Klintwort und Niedersassen. Ich bin Henry Klintwort, ich komme nun aus Langhang, Ortsteil Kohlenweihe. Das ist nördlich von Hannover, wo die Buerei anfängt im Norden. Und da bin ich aufgewachsen, auf dem Hof und habe mit meinen Öllern meistens auch Platz schnackt. Also meine Familie, meine Öllern, meine Großmutter, die hat immer Platz schnackt mit den Lühen Dörp auch. Und ich habe mit noch Schule auch Platz schnackt. Morgen betten Hochdeutsch gemacht, wenn da dann ein anderer gekommen ist. Und in der Schule bin ich dann auch
was so zu der Zeit in Hochdeutsch umkommen. So, und dann bin ich nach Schule gegangen, habe ja, mittlere Reife gemacht, nach der Ausbildung, Berufsausbildung, Agrarökonomie studiert, bin in Bruchstelle gewesen, bin Steuerberater, aber habe da auch also Ökonomie gemacht und bin dann nach die Hannoversche Landeskreditanstalt gegangen und habe dann 33 Jahre landwirtschaftliche Betriebe begutachtet und gesagt, ob sie Geld schämen können. Da bin ich in ganz Niedersachsen rumgekommen, vornehmlich in den Norden, nördlich von Hannover. Das war mein Drift dahin. Ne? Und ja, und dann bin ich in Pension gegangen und dann habe ich gedacht, okay, in Norbert was ein Krieg. Und den könnt ihr mal hinkriegen. Und bin ich hinkriegen und dann bin ich da Land. Und dann ging das Schlag um Schlag. Dann sind wir da in den Dörp, liegen an der Schule gegangen, hat ehrenamtlich plattdeutsche Unterricht gemacht. Und so bin ich in Platt gekommen, habe das ausgebaut mit einer Kollegin. Und dann ging das wieder, die Verbindung. Ja, und mein Freund ist Heiner Ehlen, der ist Landwirtschaftsminister, mit dem habe ich auch nur Plattdeutsch schnackt schon in der Zeit, als ich bei die Bank war. Ja, und dann ist das so passiert. Und dann bin ich nach Holstein gekommen. Nur Leck, Hartmut Arbeitszeit, habe ich auf Sylt gemacht. Dann habe ich alles, was platt gegeben, habe ich verinnerlicht. Und nun bin ich trocken mit der Lü unterwegs. Auch das Schönste, ich bin so ein Beten, bin ja schon Öller, ne? Ich bin so ein Beten dafür, dass wir das Platt auch ein Beten richtig wie unter die Lühe bringen. Also unter die Lühe bringen ist wichtig, aber nicht mit Ackerschnacker und sowas, sondern wenn ich Kloklustert hören kann, dann habe ich einen Bock dabei und schrift mir die Ohren Wö ab. Und das trifft mich. Ne? So, und du, dann lernst du ja mehr Lühe kennen. Ne? So. Was für eine Rolle spielt denn Sprachpolitik für die? Die ist ganz wichtig, aber ich weiß auch meine Fähigkeiten oder meine Kapazitäten da was an zu ändern. Also ich achte ob, reg mich auch ob, wenn die Sprache schlecht verballhornisiert wird. Und das ist wichtig, aber ich allein kann nichts machen. Aber ich bin gern dabei, wenn wir die in Sprache diese Gruppe, die da ist, da bin ich immer gern dabei. Und das ist wichtig, also das ist ganz wichtig. Ja, meinst du denn, dass die Politik da auch was an Moken kann oder schall, dass das mit Plattdeutsch wiedergeht? Oder kommt das eigentlich bloß so, ob andere Leute das schnacken dort? Nee, das ist ganz wichtig. Also Sprachpolitik ist wichtig. Mit der Schule bin ich, das ist die Lehrers wohl nicht mehr so richtig. Das trifft mir im Moment am meisten. Ne? Also Sprachpolitik kann ein wichtiges Stück geben für die Spracharbeit an der Basis. Und hier ist nur ein, der einfach bloß Platt schnackt, der mit Sprachpolitik und Lobbyarbeit für Plattdeutsche nichts zu tun hat. Sie arbeitet beim NDR in Hamburg und ist dort zuständig für IT-Projekten. Ich heiße Doris Carstensen, schöne norddeutsche Nordnorm. Bin an der Nordseeküste groß geworden, in Nordfriesland in der Nähe von Husum. Bin sozusagen in Küstendären, aber ein Fastlandküstendären, also nicht von der Insel. Ja, für mich ist Plattdeutsch Muttersprach. Ich habe Hochdeutsch erst lernen müssen, als ich zur Schule kam. Und habe mich gewundert, Mensch, was schnacken die hier so komisch, einige, ne? Aber wie gesagt, sehr ländlich obwursen, die meisten Leute schnacken auch Plattdeutsch und wurden anders, als ich dann auf Gymnasium kam, da wo dann immer der Näs rümpft. Ich bin Jahrgang 67. Da wäre dann was verpönt, das schnackten eben die Buren. Und, aber wir waren drei Herr Frunzelüt, die da dann immer durchgetragen haben. Und für mich ist das jetzt, wenn ich hier so, ich bin dann in Nengti bin ich nach Hamburg gekommen und für mich ist das immer ein Stück Heimat, wenn ich das höre. Was hätt das denn hüt? Also brauchst du das hüt noch oder wann schnackst du Plattdeutsch hüt? Ich schnack immer mit meiner Verwandtschaft platt, mit meiner Mutter, mein Vater lebt leider nicht mehr, mit meinen Schwestern, mit meinem Onkel in Amerika, das ist der älteste Bruder von meinem Vater, die schnackt akzentfriert Plattdeutsch, falls hier noch mal jemanden Bruggen in Übersee, hieß nennt dich und schnackt hervorragend noch Plattdeutsch. Kannst du kaum hören, dass er in Amerika schon seit fast 70 Jahren lebt. Und ja, wie gesagt, wenn ich das irgendwo höre, ich schimpf immer gerne noch auf Plattdeutsch, weil das Schimpfen immer sich doch ein bisschen netter anhört, als wenn man auf Hochdeutsch schimpfen deit. Und ich finde, das ist einfach so ein schöner Sprach, die auch gut verbindet. Brauchst du Platt auch in Beruf?
Leider brauche ich das in meinem Beruf nicht. Ich bin ein IT-Fru und das ist eher selten, dass man da noch mal ob jemanden trifft, der auch Plattdeutsch kann. Früher habe ich mal in Landesfunkus Schleswig-Holstein in Kiel einen Kollegen, der kam von Föhr. Wir beiden haben immer alles Mögliche im Platt untereinander klamüstert, aber das kommt leider Gottes in mein heutiges Berufsleben sehr kurz. Ich bin jetzt Projektleiterin in der Bereich Personal. Das ist was völlig anderes hier. Ich habe hier viel mit Menschen und andere Gebiete und Deutschland zu tun, die kein Plattdeutsch können, aber die hören das gern. Hast du mal was über plattdeutsche Sprachpolitik gehört oder kannst du dir vorstellen, was das ist? Nee. Darüber habe ich tatsächlich nichts gehört. Ich kann mir vorstellen darunter, dass man die plattdeutsche Sprache hochhält. Also was mir hier auch fällt, ich bin hier in Friesen, aber Friesch habe ich nie lehrt, leider. Das wäre vielleicht auch noch was, weil ich mich vielleicht noch mal in Öller noch mal kümmern würde. Und ich würde das sehr, sehr short finden, wenn das Plattdeutsche wegfällt. Denn wir haben auf unsere Reisen durch Norddeutschland droppen wie immer werden Menschen und selbst in Rostock wie die Fischhöger in der Ole Horben, wunderbar. Das wäre so schön, weil das verbindet sofort und das wäre so short, wenn man das wegfällt. Meinst du, die Politik kann da was an tun, das Plattdeutsch blifft und wenn ja, was kann die Politik tun? Ich glaube schon, dass die Politik viel dafür tun kann, denn so wie ich informiert bin, ist in Schleswig-Holstein die Jugend mit Amtssprach, also das kann ich Ihnen fordern, wenn ich auf Amt gehe und meinen Reisepass verlängern will. Und ich glaube auch, die Schulen ist ganz wichtig und was man eben auch ganz oft sieht, auch ältere Leute, die freuen sich einfach so, wenn da mal jemand kommt, ich sag jetzt mal in Seniorenheime, einfach so ein paar Plattschnacker, Klönschnack. Ich habe das auch hier bei uns in NDR für mit den Kollegen, die gebürtig aus Litauen kommt, die Sprache auch so gern hört. Wir haben uns ähnliches auch mal vorgenommen. Wir wollen hier mal so ein Emo in den Mond, mal so ein Klönschnack rund noch für einfach in die Kantine hinsetzen, mal kicken, wer kommt. Und wenn wir da beide allein sind, haben wir gesagt, haben wir auch Spaß. Hast du mal gehört, dass es einen plattdeutschen Rat gibt oder sogar einen plattdeutschen Bundesrat? Ja, da habe ich gehört. Das habe ich schon gehört, aber ich kann mir kaum vorstellen, was die alles so morgen. Aber ich hoffe einfach, die kümmern sich um die plattdeutsche Sprache. Was nehmt ihr nun mit ut uns Klog-Luster-Turn? Das gäf Lüt, die wollen mir nix dort ein Mikrofon sagen. Die wollt mit Sprach-Utbu und Sprachpolitik nix zu tun haben. Die brugt Plattdeutsch in Alltag und sind bang, dass sie verschrieben ward, wo an sich schnacken schollen. Ein Fru hat mir sogar gesagt, Platt ist für sie bloß Familiensprach, die wohl sie nicht noch in Radio hören. Man, ich glaub, diese Lüt sind die Utnorm. Die meisten nehmt vor, dass dat mit Platt minner wart und dat do wat don waren mut, wenn die Sprach blieben schall. Dat gift ein Koppel Lüt, die sich als Lobbyisten für dat Plattdeutsche inset und dat gift gode Gründer to do. Ein mut Gedür haben und auch Brot ziehen für die Politikers mul unbequem und lastig to waren. Dat gift Lüt, die mit und für Plattdeutsch arbeiten dort und die sich stütt für ihre Arbeit von der Politik wünscht. Damit sind zum Beispiel Gesetten und Strukturen meint und nicht bloß gode Wör. Auch wenn die Stimmen, der ich Infung hef, nicht repräsentativ sind, die Insicht ist klar. Wenn die plattdeutsche Sprach wieder leben schallt, dann muss ein nu wat tun, dat wir nicht die letzten Generationen sind. Und das sieht meist so gut, als wenn das da verbreitet Gift von Jan und Allemann. Wenn ihr Anmerken oder Fragen zu diesem Stremel Klog-Lustert ob Turn habt, dann könnt ihr uns schreiben an info@niederdeutschsekretariat.de. Wie freut uns darauf. Ich bin Christoph Ahlers und sag Tschüss mit Anamol. Klog-Lustert. In der nächsten Stremel von Klog-Lustert ob Turn kickt wie ob de jungen Lü. Da gibt schon nicht viel Anboten, die ob jem Utrecht sind. Und in Community zu bilden ist so. Dort habe ich Benita Bronnert mit jungen Menschen snackt, die sich für ein breit plattdeutsches Anbot für junge Lü insetzen dort. Wie kickt dort das, was sie sich wünscht, ob das was fehlt und ob das, was das ergibt.